habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Heute kratzt bei mir mal wieder ein ganz anderes Thema aus der Kiste, das auch schon eine Zeit auf meiner Liste steht. Heute heißt's How to Wochenende. Tja, und um was wird's gehen, wenn ich vom Wochenende schmatz? Wochenende! Saufen! Das haben wir ja noch gar nicht gehabt. Ganz was Neues. Fangen wir an mit Phase 1. Endlich Freitag. Der Freitag. Bester Tag. Fangt bei jedem in der Früh schon mal mit dem Gedanken Wochenende. Geil! Oh. Darum ist auch jeder 110% besser drauf als sonst. Scheißegal übrigens, ob du in der Schule oder in der Arbeit hockst. Wenn im Laufe des Tages dann erst einmal deine Pflichtzeit, Schule, Arbeit, sonst was, vorbei ist und du heimkommst, lass mir erstmal sofort alles liegen und stehen und richten wir uns zum Fortgehen. Wir brauchen da circa 5 Minuten, weil Saufen größer gleich ausschauen. Bei den Mädels kann das dagegen schon mal 2 bis 4 Stunden dauern. Das ist übrigens auch der Grund, warum es immer später, zu spät oder gleich gar nicht kommen. Und dann kommt's drauf an, aus was für Fortgetypen dein Freundeskreis, mit dem du zum regelmäßigen Ritual triffst, besteht. Die 3 am häufigst anzutreffenden Fortgetypen dabei sind Typ 1. Der Hütten- oder Bauwagen-Typ. Dem ist zum Beispiel Vorgehen nicht so wichtig, weil sowieso nahtlos durchgesoffen wird, bis keiner von den Anwesenden mehr stehen, geschweige denn schmatzen kann. Und so haben wir also in der Regel auch keinen Stress, weil du entweder in 5 Minuten mit der Fußmaschine daheim bist, Voraussetzung, du kannst noch gehen, oder einfach gleich drin liegen bleibst, bis du wieder wach wirst. Typ 2, der Dorffestel-Typ. Übrigens auch als Bauernfestel bekannt. Anders als beim Bauwagen-Sauhaufen wird sie da selbstverständlich erst zum Vorglühen getroffen. Das Ganze übrigens immer bei dem einer Freund, wo es die Eltern am meisten scheißegal ist, was in dem Zimmer der Vorglühzusammenkunft so abgeht. Da wird dann eingelegt wie Pflack, weil am Dorffestel gibt's ja dann nichts mehr. Und dann geht man meistens zumindest anschließend 1 bis 5 Kilometer in Richtung Festel und natürlich auch wieder heim. Als Taxigate haben wir ja nicht zur Gaudi versuffen. Typ 3. Der Disco-Typ. Der fängt ähnlich an wie der Dorffestel-Typ. Erst einmal wird so dermaßen vorglüht, dass normale Leute an einer Alkoholvergiftung abnippeln, noch lang bevor es die Disco von innen singen, und dann wird mit gepflegten Pegel ins Sammeltaxi oder in Discobus gestiegen. Ein richtiger Freitag ist übrigens erst, wenn's beim Hinfahren schon einspeibst. Und dann wird so lang weitergesoffen, bis die Lichter angehen. Oder aus. Wieder Ansichtssache. Und du stellst wieder fest, dass du halt nichts vom Restelfegeln abkriegst, und dann hockst auch schon wieder im Taxi oder Bus in Richtung Horn. Soweit so gut. Auf alle Fälle endet der Freitag immer im geilsten Spaßrauschabend vom ganzen Wochenende. Wieso, weshalb, warum? Weil's der erste freie Moment nach einer ganzen Woche vorher dreckslästiger Scheiße ist. Scheißarbeit! Der geile fette Vollidiot sagt in dem Video 3 verschiedene Sätze. Und die enthalten mehr Wahrheit als manch einer den ganzen Tag profit. Und weiter geht's in Phase 2. Das ist Samstag. In der Regel wachst du in irgendeinem Zimmer zusammen deine Spätzeln auf. Nachdem dann jeder einmal einen Brumpfschrei durchs Zimmer lassen hat, wird erstmal diskutiert, ob's ein Marder oder doch ein Ratzenbukake war, der da in der Nacht den Pfotzen gehabt hat. Weil's nicht gelangt, kommt anschließend noch schnell der Linde Kackstift auf Besuch. Aber das Thema haben wir ja schon gehabt. Innerlich freust du natürlich schon auf heute Samstagabend. Aber dank dem allseits bekannten Samstagnachmittagsloch ist da noch ewig und 3 Tage hin. Also, was der wir richtig Essen auftreiben. Mackie, Burger King, Subway, KFC, total wurscht. Hauptsache ein leicht bekömmlicher Fettbatzen, weil's eh schon wurscht ist. Der restliche Nachmittag wird dann mit gegeneinander FIFA oder sonst was zocken verbracht. Kann ich schon wieder sagen. Und dann kommt's drauf an. Bist du noch jung und fit? Fängt der Spaß von gestern wieder von vorne an. Bloß, dass heute nicht Vorglüh Freitag, sondern Totalabsturz Samstag ist. Oder du bist alt und fett, dann kannst du gleich wieder hinlegen und bis Mittwoch ausnüchtern. Für alle Alten und Fetten, willkommen in meiner Welt. Völlig wurscht, die Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass der Samstag mindestens genauso endet wie der Freitag. Und dann kommt Phase 3.
Sonntag, glaube ich war's. Sonntag, ja. Anders wie seine Vorgänger startet und endet der Sonntag nur mit dem einen oder anderen Gedanken. Körperlich ist heute nicht viel drin, scheißegal wie jung, fit oder alt und fett du bist. In den Tag starten der mal so. Fuck, ich sauf nie wieder was. Dass die Scheiße nächsten Freitag in der Früh wieder ganz genauso anfängt, wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Enden tut das Ganze dann in apathischer Depression wie Fix, Alter! Morgen ist scheiß Montag, Mann! Dann wird realisiert, dass bis nächsten Freitag noch 5 Höllentage vergehen müssen, auf die wirklich niemand auf diesem Planeten Bock hat. Zwischen den zwei Gedanken gibt's übrigens nicht viel, außer ein riesiges schwarzes Loch der Unwissenheit, wo bis heute noch keiner beantworten kann, was da genau so los ist. Kurze Phase, wenig Sinn, so wird jetzt Wochenende zu einem kleinen Festival, an dem du 3 bis x Tage konstant einen Pegel in der Fotzen hast. Ob das jetzt gut, schlecht oder geht so ist, muss eigentlich jeder selber herausfinden. Ich sag mir merci fürs Zuschauen in der Hoffnung, irgendwer erkennt sie in dem Ganzen wieder. Ansonsten schreibt's mir noch in die Kommentare, wie euer Standardwochenende so abläuft. Jetzt drückst du schnell auf den Like-Button und lässt ein Abo da, bevor es im schwarzen Loch verschwindst. Ich geh jetzt auf alle Fälle mal den Marder suchen. Haut euch eine, habe die Ehre.